Ich bin, und das seit langer Zeit, im schönsten Beruf, was es für mich gibt. Schule geben, das ist für mich noch Leben. Da bleibst du nicht an Routine kleben. Du weisst nie, wie der Tag so wird und was dir alles noch passiert. Es kann alles geben, das ist mir klar. Aber gerade das macht das Schulgehen wunderbar. Zum Beispiel, es kann es geben, du bist mies gelaunt. Wenn dann ein Kind zu dir hinkommt und lispelnd fragt, ist alles gut? Dann spürst du, wie dir das wohl tut. Oder dann, mitten in der grossen Pause, siehst du zwei Jungs durchs Schulhaus sausen. Der eine rennt dem anderen an und schreit, du kommst im Fall noch dran. Und wo du dann dazwischen gehst, so breit zwischen beide Herren stehst und fragst, hey, was ist da los? Da machen die Augen riesengroß. Der eine hat vom anderen genug und schiebt die Schuld in diese Schuhe. Und dieser macht es am einen an und zeigt ihn als den Täter an. Und just, wo du jetzt die Stunde anfängst, haben sie die Friedenspfeife rausgenommen und feiern, wie es so ist bei Kindern, dass sie die besten Freunde sind. Und nach der Schule bist du nie allein. Ein paar Kinder wollen noch lange nicht heim. Sie fühlen sich und, ja, das sagen sie oft, die Hei in unserer Klassenluft. Und wenn du dann siehst, was sie alles können, wenn sie nach 3 Jahren weitergehen, ihre Rucksäcke mit viel Wissen gefüllt, dich das dann schon mit Stolz erfüllt. Es ist voller Freude, es ist voller Leben. Bin dankbar, darf ich das erleben. So bleibe ich jung, so bleibe ich fit. Wie schön ist es, dass es die Schule noch gibt. Und dort, mitten drin, man sieht es fast nicht, hat einer das Gefühl, er sei blöd. Hat grosse Mühe in Mathe, Sprache. Sein schulisches Wissen, das liegt brach. Nur in der Musik, da kann er brillieren und es fällt ihm nicht schwer. Er singt, wie das sonst keiner kann. Nach einmal hören, alles nach. Er singt täglich ein paar Stunden. In der Dusche drin, dus mit dem Hund. Nur in der Schule ist halt die meiste Zeit nur das angesagt, wo ihm nicht liegt. Seit Jahren probiert er, was er kann und hofft, es wird mal vorwärts gehen. So sehr er sich drin hineingibt, kommt nicht vom Fleck, er kommt nicht weit. Bald heisst's, das sei schräg. Hat wollen wissen, an was das läge, hat ihn zum Psychologen dann geschickt, zum herauszufinden, wie der Bub so tickt. Der Fachmann sagt, Legasthenie im Deutsch und sonst Dyskalkulie. Man soll ihm angepasste Aufzüge geben, anderes Zeugs mal vornehmen. Er soll, auch wenn es mal schwierig ist, gleich Übungen machen an seinem Tisch. Soll lieber ein bisschen an der Basis feilen, statt sich ständig langweilen. Ja, damit das Minimum an Wissen bleibt, dann wäre es auch gut, wenn er oft etwas schreibt. Ein paar Wörtchen vor und nach der Nacht, das hat noch jeder für sich gebracht. Der Bub lernt weiter und denkt für sich, wieso ist das so schwer für mich? Ich bin jetzt schon 2-3 Stunden dran und habe noch nie einen Durchbruch gehabt. Den anderen fällt das alles ring. So öppe, wie wenn ich eins singe. So denkt er und er weiss genau, das Fach Musik interessiert keine Sau. Es wird eher als ein Hobby gesehen. Doch Deutsch und Mathe brauchst du per se. Das ist in unseren Köpfen gebrannt. Es ist, wie wir unsere Gesellschaft wollen. Ja, er büffelt weiter. Und es fällt ihm schwer. Die Hefte voll, der Kopf ist leer. Er will ja wenigstens ein bisschen so öppe wie die anderen sein. Die Kollegen föppeln, das ist schon blöd.
Was so Bubi-Zeugs, das kannst du nicht. Sie geben ihm das Gefühl, er sei nichts. Er gehöre zu den dümmsten Leuten. Er dreht jetzt viel Gedanken um. Soll er echt seinen Spind räumen? Er fühlt sich schwer und findet fast, er fällt doch allen nur zur Last. Er singt fast nicht mehr. Ja, er braucht die Zeit, zum zu machen, was ihm die Schule so gibt, weil schliesslich gehe ich jetzt auch in die Säcke und dort muss er erst recht an die Säcke. Er nimmt sich's zu Herzen, aber ist dann geschockt, als er am Übertrittsgespräch so auf dem Stühle hockt. Den Zettel sieht dort auf dem Tisch, dass er überall im tiefsten eingeteilt ist. Seitdem war er wie umgekehrt. Ein Phlegma und schaut leblos drein. Am Elterngespräch stellt man fest, er wirkt zunehmend abgelöscht. Und jetzt ist er eine Stufe weiter. Ich habe ihn nie mehr gesehen seither. Ich frage mich oft, wie es ihm so geht und hoffe schwer, es sei noch nicht zu spät. Ich hoffe, er täge wieder singen, was Freude am Leben zurück bringen könnte, dass er auch spürt, so wie er ist, mit Gewissheit nichts verkehrt daran ist. Weil wer später mehr Erfolg wird haben, wer das Glück kann an sich heranlassen, das hat, und ja, ich stehe dazu, mit Schulerfolg nur wenig zu tun.